Im Mittelpunkt steht heute der Gesang. Denn bei der ersten Probe für die neue Puppenoper Der Froschkönig werden zunächst die Lieder gesungen. Natürlich alles im Aachener Dialekt, dem Öscher Platt gehalten. Seit mehr als 90 Jahren begeistern die Figuren der Aachener Stadtpuppenbühne das Publikum. Das Öscher Schenksche zieht jung und alt magisch an. Die Hauptfiguren der Stücke sind natürlich die Puppen. So alt wie das Öscher Schenksche sind diese aber noch nicht. Die erste Generation ist bei den Luftangriffen hier verbrannt. Alle Puppen und sämtliche Dekorationen. Dann wurden neue Puppen gemacht. Dann hat man festgestellt, da war in den Köpfen und in den Händen, überall, die ja aus Holz sind, da war der Holzwurm drin. Müssen die Sachen alle vernichtet werden. Jetzt haben wir die dritte Generation an Puppen ohne Holzwurm. Die Puppenspieler arbeiten in einem kleinen Raum unterhalb des Bühnenbildes. Bei einer Vorstellung wird es richtig eng, denn auch Musik und Lichttechnik haben hier ihre Plätze. Der begrenzte Platz macht das Puppenspielen natürlich nicht ganz so einfach, auch wenn das eigentlich gar nicht so kompliziert klingt. Wenn die Ja sagt, dann ziehen wir hier an so einem Ring, dann kann die auch Ja sagen, ne? So wie ich das auch mache. Und das mache ich dann ja auch unten. Und wenn die Nein unten sagt, was ich dann ja auch bei dem Text mache oder bei irgendwelchen Aktionen, dann können wir das auch übertragen. Oder dann auch hier mit dem Arm, den kann man hoch und runter. Dann sind da noch so zwei Gelenke, hier eins am Ellenbogen und eins hier noch am Handgelenk. Also da kann man auch sehr schön Bewegungen machen und ein bisschen gestikulieren, damit die Leute, die zuschauen, auch wissen, welche Puppe spricht jetzt. Dafür ist das ganz wichtig, dass die Bewegung dann kommt. Im Froschkönig spielen selbstverständlich Frösche und eine Prinzessin die Hauptrolle. In vielen anderen Stücken geht es aber um die Stadt Aachen und um Mythen und Legenden, die sich hier zugetragen haben sollen. Manchmal auch mit etwas Gruselfaktor. Mitten im Geschehen ist fast immer der Namensgeber der Stadtpuppenbühne, das Schenksche. Das ist der Held unserer Bühne. Der macht alles richtig. Das Gute belohnt er, das Böse verklopft er. Das Beuge, Kunkele, wie man auf Öscher Platz sagt. Ja. Ja, wie gesagt, das Schenkchen ist die Hauptperson bei uns. Ja. Dann hat er seine Freunde um sich, den Ferius, den Nieres, den Polizisten Noppenay, das Tantatzohr, das Gretchen. Das sind so seine Freunde, das ist der Aachener Club. Das Repertoire der Stadtpuppenbühne ist im Laufe der Zeit gewachsen. Zur Wiederholung eines Stücks kommt es im Schnitt nur alle 8 Jahre. Neben Bühnenwerken, die eigens für Kinder geschrieben wurden, gibt es auch Geschichten, die eher für Erwachsene gedacht sind. Zum Genre der Puppen gehört es auch, dass die schon mal so ein bisschen den Leuten übers Maul fahren, mit Worten natürlich, und auch sehr spontan reagieren. Das erwarten unsere Zuschauer auch. Und die wollen ja auch Freude haben mit den Puppen. Und insofern kommt dann auch schon mal etwas, was sich vielleicht, wenn man sich so im Gespräch unterhalten würde, vielleicht ein bisschen hart klingt oder manchmal vielleicht auch ein bisschen anmaßend, wenn wir Karneval haben. Aber so über die Puppe wird das doch etwas sanfter. Und dann nehmen die Leute das auch an. Der bei der Probe leere Zuschauerraum wird sich also bei den kommenden Vorstellungen wieder füllen. Lieder und Geschichten aus Aachen, dafür gibt es in der Kaiserstadt nun wirklich genug Publikum.